Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Playoff Rückspiel zu Hause gegen Celtic Glasgow. Ja, Teil 1 mit Jamal Musiala. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, dann lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir mal rein in den Bums. Gucken, was das Küken so zu erzählen hat, wa? Im Rück- und Heimspiel gegen Celtic Glasgow. Damit hallo zur Pressekonferenz Teil 1, heute mit Jamal Musiala. Servus Jamal. Und natürlich euren... Wir warten mal mit dem Ton einstellen. Er ist gerade wieder sehr leise, aber ich habe gerade schon mal kurz reingehört, da war es auf jeden Fall lauter. Vielen Fragen, die jetzt beginnen sollen. Also, wer möchte eröffnen? Hier in der Mitte, das Mikrofon bitte, Heiko Nitterer für die Bild-Zeitung. Hallo Jamal. Es haben natürlich jetzt alle am Samstag über diese Zahlen geredet, über die Statistiken, eure sehr, sehr wenigen Torschüsse. Ich glaube, das hast du selber auch noch nie erlebt, dass es so wenig Torschüsse gibt. Was für Torschüsse? Was für Torschüsse, Alter? Was für Torschüsse? Sehr wenige Torschüsse. Was für Torschüsse? Leute, seid doch mal ehrlich, was für Torschüsse? Eine war 5 Zentimeter weit, wo Harry Kane den Gegenspieler hinten in die Hacke den Ball geschossen hat. Das wurde als Torschuss gewertet, warum auch immer. Und ansonsten haben wir einen gehabt, der Richtung Tor ging. Das war es. Also wenn wir großzügig sind, sagen wir ein Torschuss, der Richtung Tor ging. Aufs Tor ging schon mal gar nichts. Und das war's. Mehr war nicht. Keine Ecke, kein Ballbesitz in gegnerischen Hälfte, nichts. In der Champions League ging es in der Vergangenheit immer eher darum, wie man versucht, hinten die Gegentore zu vermeiden. Müsst ihr einen Weg finden, das zu kombinieren, dass man eben sowohl offensiv spielt, als auch hinten diese Gegentore zu vermeiden? Müsst ihr da vielleicht eure Taktik? Jetzt kommt ja noch der Kracher, ja. Man stellt sich jetzt dahin und sagt, ja, das war jetzt halt einfach mal ein Spiel, da mussten wir einfach mal defensiv gut stehen und defensiv arbeiten. Ja, aber selbst das haben wir ja nicht getan. Ja, selbst das haben wir ja nicht getan. Wäre das jetzt so gewesen, dass man Leverkusen auch keine Chance gegeben hätte, hätte ich ja gesagt, wow, ey, alles klar, ist voll aufgegangen, der Bums, kannst du so machen. Nee, Leverkusen hat Angriff auf Angriff gefahren, hat zweimal die Latte getroffen, hat da ansonsten noch 3, 4, 5 sehr, sehr gute Schussmöglichkeiten. Über was reden wir, Alter? Ein bisschen anpassen? Ich glaube, wir haben jetzt auch drüber geredet. Wir hatten jetzt über diesen Season jetzt sehr viel Ball-Possession und jetzt sowas haben wir diesen Season noch gar nicht erlebt, so wo wir so viel... Junge, das haben wir seit 30 Jahren nicht erlebt. Fang nicht an mit dieser Season, Alter. Geht in die gleiche Kerbe wie Company. Ja, bisher waren wir ja super stark. Wir haben ja sehr, sehr viele Tore, über 100 Tore bisher erzielt. Ja, wen interessiert das denn zu dem Spiel in Leverkusen, Alter? Klar war das bisher stark. So, das spricht ja auch keiner, spricht keiner was dagegen. Ja, ich der Letzte. Wir spielen eine gute Saison. Auch das Ergebnis in Leverkusen spricht in 3 Tagen keiner mehr drüber. Das ist mir selber bewusst. Aber Leute, man muss die Sache doch mal beim Namen benennen. Also, es kann mir doch keiner erzählen, dass das so geplant war, dass wir da so auftreten. Ja? Leverkusen hat es uns einfach eingeschnürt. So, es war mit Sicherheit nicht geplant, dass wir ohne Torschuss aus diesem Spiel gehen, Alter. Ja. Wem willst du das verkaufen? Also. Das ist das Thema, was mich triggert an der Sache. Verteidigen müssen, aber es ist eine gute Erfahrung für uns, auch da, weil Situationen wie sowas wird auch mal kommen, wo wir einfach verteidigen müssen und ich glaube, von dem Spiel können wir jetzt draus lernen und jetzt in die Spiele, wo jetzt kommen, das mitzunehmen. Dankeschön. Und hier auf der linken Seite Hanna Reif für Münchner Merkur und TZ. Ja, Jamal, wir haben alle noch die Aussage von Joshua Kimmich in den Ohren, der nach dem Rotterdam-Spiel gesagt hat, wir sind aktuell kein Spitzenteam. So ein Spiel wie am Samstag, hilft euch das auf dem Weg, ein Spitzenteam zu werden? Schweißt das vielleicht noch mehr zusammen oder wie ist die Stimmung aktuell? Ich glaube, Was ist das denn für eine bekloppte Frage, Alter? positiv von so einem Spiel, dass wenn wir jetzt nicht eine von unseren besten Tagen gehabt haben, aber auch dann nicht verlieren ist ein
guten Signal für den ganzen Team, was wir mitnehmen können. Das sind Sachen 100%, was wir besser machen können, aber einfach den Teamgeist, was wir gezeigt haben, zu kämpfen, 0 zu halten. Alter. Ich weiß nicht, ey, ich hoffe, ich sag's euch ganz ehrlich, ich hoffe, die reden sich das nur in der Öffentlichkeit so schön. Ja, also übrigens mal wieder ein super Standbild hier gemacht. Machen wir mal etwas Besseres. Nochmal. Es ist nicht so, dass wir keine Chancen zugelassen haben. Ja. So. Dann können wir so argumentieren und dann gehe ich da mit, dann unterschreibe ich das blanko. Ja. Dann sage ich, alles klar, haben wir daraus gelernt, wir können das auch, wir können uns hinten reinstellen, können gut verteidigen, können wir mal machen. 70 Minuten war das definitiv nicht der Fall. Ja, und wir haben nur mit viel, viel, viel Glück die 0 gehalten. Und in den letzten 5 Minuten war das auch nicht der Fall. Wir hatten zwischenzeitlich mal gute 15 Minuten, ja, da gehe ich mit, wo es wirklich, wo man dachte, alles klar, wir stehen ganz gut, alles ist gut. Leverkusen hat auch nicht mehr so die Power gehabt nach der 70. Minute, hat man schon ein bisschen gemerkt. Aber das kannst du jetzt nicht aufs ganze Spiel reflektieren und dich da hinsetzen und erzählen, ja, war eigentlich alles gut und wir haben daraus gelernt und ist schon, was man braucht, wenn wir weit kommen wollen. In der Mitte Stefan Kumberger für Sport. Ja, da gehe ich ja mit, dass man das braucht, wenn man weit kommen will in der Champions League, dass du auch mal verteidigen musst. Aber selbst das war doch schlecht. Das war schlecht gegen Leverkusen. Nochmal, die haben riesen Chancen gehabt. Sie haben sich halt einfach nicht gemacht. Das ist ja nicht so, dass Leverkusen keine Chancen hatte. Ja, dann würde ich das ja unterschreiben. Halleluja. Natürlich musst du das können. Sport 1, bitte. Man färbt sich das zu schön. Ja, hallo. aus meiner Sicht. Jamal, in der ganzen Phase deiner Vertragsverlängerung warst du ja immer im Fokus. Der Druck war auch groß. Jetzt hast du einen neuen Vertrag bekommen und der Druck wird nicht kleiner. Also alle erwarten ja von dir, dass du noch besser wirst und noch besser. Ja, aber Wie gehst du 20 Millionen grundsätzlich mindestens mit diesem Druck und mit dieser Last um? Ja, ich glaube für mich, ich bin immer sehr selbstkritisch auf mich selber, schon seit ich ganz jung bin. Ich gucke immer, was ich besser machen kann. Deswegen den Druck habe ich schon auf mich selber. Aber ich glaube, von was ich jetzt lerne, einfach gar nicht so viel auf die ganzen Social Media schauen, die Kommentare lesen und so ist sowas braucht man nicht. Einfach, ich arbeite hart zu gucken. Sehr gesunde Einstellung. Ich hoffe, er tut es auch, ja, und sagt das nicht nur 1:1, hier, Daumen hoch, kriegst du beide Daumen hoch für. Scheiß auf Social Media, Alter. Scheiß auf irgendwelche Idioten, die auf YouTube Videos zum FC Bayern machen. Da schließe ich mich mit ein. Da sollte sich kein Spieler was von annehmen. Das ist für uns hier, für die Fans. Ja, wir können untereinander diskutieren, können unsere Meinungen uns gegen die Köpfe hauen. Kein Spieler sollte sich sowas angucken und sich da irgendwas zu Herzen nehmen. Der soll auf sich gucken, wie er jetzt gerade kommuniziert und alles ist richtig so. Dass ich immer mich an anderen Stellen immer verbessere und den Push für mich selber habe ich schon immer, dass ich verbessern will und dann muss ich nicht lesen, was immer gesagt wird auf Social Media, aber Ja, richtig. ja. Und auch nicht darauf hören, was irgendwelche Dann ist Sky sogenannten dran, Experten Torben Hoffmann, von sich bitte. geben. Jamal, wir blicken mal nach vorne, weg vom Leverkusen-Spiel. Wie viel Druck verspürst du persönlich vor dem Spiel morgen gegen Celtic und was braucht es morgen Abend in der Münchner Allianz Arena? Ja, es wird nicht ein leichtes Spiel. Wir haben es gesehen, wie es war jetzt in Glasgow und da müssen wir uns einfach jetzt gut vorbereiten. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir frisch sind und mental bereit sind und da müssen wir einfach 100% da sein. Wir können nicht nachlassen, wir müssen stark anfangen und Naja, das 0:0 von Leverkusen reicht ja dann zu Hause. hoffen, dass wir dann gewinnen. Eins dahinter, Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Ja, Jamal, Sie haben es gerade angesprochen, wir müssen frisch sein, körperlich, mental. Man wollte diese Spiele immer vermeiden, diese Playoff-Spiele. Am Samstag hatte man auch den Eindruck, man hat da gespürt, welcher Kraftaufwand schon in Glasgow nötig war, welcher am Samstag nötig war. Wie frisch sind Sie denn noch im Körper, im Kopf als Mannschaft? Ja, ich glaube,
keiner von uns will Ausreden haben. So, wir nutzen die Tage, uns gut vorbereiten für ein Spiel und dann müssen wir alles geben. Ich glaube, keiner von uns will Ausreden machen. Ich glaube, wir sind frisch und werden alles geben morgen. Okay. Next one, English, yeah? Jamal, thank you. It's such a difficult place for any team to come and win here. There's been a lot of talk at home about how Celtic should play, should they sit in, should they attack, etc. As a Bayern player, does it affect you how the opposition approach things in the Allianz, or is it just about your game? I think for us, it's always just to focus mostly on ourselves to make sure we do our habits right. Außer wenn wir gegen Leverkusen spielen, dann ist der Fokus nicht mehr auf uns selber. Right, bring the right amount of energy and intensity to the game, and then we adapt to how the opposition plays. But mostly we look at ourselves and prepare for what we can do. Dann Heiko Niederer bitte wieder in der Mitte. Ich glaube, die Frage kam an jeden schon diese Saison einige Male, trotzdem auch an dich. Das Finale Dahorm ist am 31. Mai in München, also das Finale steigt hier in der Stadt. Wie wichtig ist das für dich? Ist das nochmal eine besondere Motivation, da hinzukommen? Und kannst du dich selber erinnern an dieses 2012er Finale? Hast du das in irgendeiner Weise mitbekommen, dieser Hype, der damals war in München, dass man da unbedingt hin wollte in dieses Finale? Vor 13 Jahren, wenn er 22 wird, mit 9 Jahren. Fraglich. Ja, in 2012, da war ich in England. Dann weiß ich jetzt nicht genau, wie hier das Gerede war, aber den ganzen Hype für den Spiel habe ich mitgekriegt, auch von England. Und ich glaube, jetzt jeder von uns will in den Finale da dabei sein, aber wir können nicht zu weit nach vorne, zu früh schauen. Wir haben jetzt den Spiel morgen und wir haben einfach Schritt für Schritt müssen wir gehen und dann hoffen, dass wir am Ende da sind. Next one, the last row, yeah. Hi Jamal, can I ask you your memories of Nicholas Kuhn from your time together at Bayern 2 and what you've made of his career progression and the danger he might pose to you guys tomorrow? Yeah, he played really well against us, and at the campus too, where I was 16, 17, he was still there. He was a big character already then, and was looking. We always spoke together as well, and we had games. But I'm happy to see how well he's doing now. Go on, yes. Follow that. Do you think, given his progression and the way he's played this season, do you feel he has a chance to make the Germany squad at some point in the future? I mean, everything is possible. I think Julian has a lot of players to choose from who've been playing really well this season. So I think it's a decision for Julian to make. Ja. Dann nochmal hier in der Mitte bitte, Herr Stefan Kumberger. Jamal, nach dem Spiel in Leverkusen ist ein Video aufgetaucht, wo man sehr gut hören kann, was Manuel Neuer sich von den gegnerischen Fans anhören musste, Beschimpfungen etc. Was kriegt ihr Spieler von sowas auf dem Feld mit? Also gerade ihr Bayern-Spieler seid ja auswärts schon immer sehr im Fokus, und wie geht man damit um, wenn man alles Mögliche genannt wird? Die Videos habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich so persönlich auf dem Feld kriege nicht viel mit. So auch jetzt von den Celtic-Spielen ist viel los, viel Stimmung, sehr laut, aber ich glaube, jeder für uns ist einfach auf ein Spiel konzentrieren und nicht zu viel mitkriegen, was los ist draußen. Another one on the left side, ja. Ja, ich habe das natürlich auch gelesen. Leute. Weiß ich nicht. Die Diskussion finde ich ein bisschen albern. Man sollte nicht das Megafon nehmen, ja, oder sollte nicht der Vorsänger sein von irgendeiner Gruppierung und dann den gegnerischen Torwart, egal ob es jetzt Manuel Neuer oder was weiß ich, wer ist, irgendwelche Beleidigungen an den Kopf werfen. Das ist schon armselig.
Aber ansonsten, Alter, jeder, der im Fußballstadion ist, der weiß selber, dass da mal die eine oder andere Beleidigung fällt auf der Tribüne, solange das nicht irgendwie rechtsradikal ist oder was weiß ich was, auf irgendwelche Minderheiten bezogen oder sowas, habe ich persönlich da jetzt kein Problem mit. So ist das halt einfach, das Fußball, Alter. Es war schon immer so und ich denke, das war früher schlimmer, wie es heute ist. Jamal, Scotland fans still have nightmares about your performance here in June in the Euros. Can you tell us your memories of that occasion, please? I had a lot of fun. It was definitely one of my favorite games, probably in my career so far. Definitely, we wanted to start the tournament off strong, so we knew what we had to bring. We knew it wasn't going to be easy, and I just after a while became fun and got into a good rhythm. So hopefully it's like that tomorrow again. Okay, vielen Dank. Halbzeitpause. Danke, Jamal. Gleich sind wir zurück mit dem Coach. Danke. Sehr gut, Jamal. Ja, war doch eine ganz ordentliche PK von Jamal, besser wie die letzte, fand ich. War ein bisschen mehr Licht heute da, von daher alles gut. Und natürlich wird es ein anderes Spiel werden wie gegen Leverkusen, da brauchen wir uns ja jetzt auch nichts vormachen. Also von daher, Leverkusen zumindest heute nach dem Stream den Haken dran machen und dann geht es weiter mit gegen Glasgow, ja, und dann kommt Frankfurt. Ja, so ist der Stand. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch an dieser Stelle auch schon mal ein gutes Spiel morgen und hoffentlich mit einem Ergebnis, dass wir weiterkommen. Dann ist ja alles tutti und in diesem Sinne, tschüss. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.